Seid begrüßt! Das ist aber der Proste Jiddisch und ich heiße Esther. Habt ihr lieb zu reden Jiddisch? Oder zu schreiben auf Jiddisch? Seid ein Gast auf dem Podcast. Ich bin allemal bereit zu hören von Menschen, was willen etwas rekordieren für Proste Jiddisch. Schickt mir ein Blitzbrief, prostejiddisch bei gmail.com. Und als ihr seid ein Lerner, kann ich euch helfen mit dem Skript. Nu, für was nicht seid ein Gast? Pesach ist schon geendigt, aber ich tracht noch als wegen pesachtiger Sachen. In dem Episode wollen wir hören wegen Haggodis und Storym und was noch? Wegen Eliyahu Hanovin. Ich hoffe, es wird euch interessieren. Pesach ist ein Jontiv von der Zählen. Wie es steht geschrieben in Tanach, und sollst erzählen dein Sohn. Das hebräische Wort Vehigedeto meint, du sollst erzählen. Von dem kommt die Haggadah shel Pesach, der Text, was man lernt beim Seder. Es ist sehr wichtig, als jeder eine soll verstehen die Haggadah. Dafür hat man das übergesetzt auf allerlei Sprachen. Man singt euch die Pesach-Lieder, sei auf Hebräisch, sei auf andere Sprachen. Lemoschel die sfardische Jiden in Bulgarien pflegen singen Lieder auf Judesmo mit einer Übersetzung auf Türkisch für die älteren Menschen und auf Bulgarisch für die Jünger. Bei den Jiden von Marokko und euch von Kafkas führt man auf Szenes von der Pesach-Geschichte. Pesach-Spiel, also wie die Purim-Spielen. In die modernen Zeiten, wenn Jiden seinen rein in politische Bewegungen, hat man geschaffen neue Haggodis, inspiriert von die traditionellen Meises. Als weltliche Jiden haben mehr nicht gewollt folgen die alten Minhagim, nur sie haben ja gewollt praven a Seder. Lemoschel, in die anarchistischen Kreisen, sof 19. Jahrhundert, hat man übergemacht die Haggadah laut der antikapitalistischen Ideologie. Man hat genutzt kommunistische Haggadahs in Sowjetenverband und Bundisten haben euch geschrieben sozialistische Haggadahs. In die Vereinigten Staaten hat der Arbeiterring gepravet a besonderen Seder, in ganzen auf Jiddisch, was heißt der dritte Seder. Das ist gewesen a größere Unternehmung mit tausenden Menschen, ein Orchester, Singers, Tanzes und Kinder von den jiddischen Schulen. Heutzutage ist der dritte Seder nicht so groß, aber noch als auf Jiddisch. Und da in Melbourne pflegt man euch praven a größeren dritten Seder mit die Kinder von der jiddischen Schule. Man hat a viele geschrieben a Sach neue jiddische Lieder zum Seder. Hat ihr einmal gelernt a jiddische Haggadah oder a politische? Oder hat ihr öfter geschrieben a Haggadah, Leute, was ist euch wichtig? Eliyahu Hanovi. Jedes Jahr Pesachzeit, der nennt man Eliyahu Hanovin. Beim Seder gießt man an für ihm a Kost Wein
und man lässt offen ein Tier, soll können hereinkommen. Nicht nur auf Pesach tracht man wegen Eliyahu Hanovi. Schabbos zu Nacht singt man ein Lied wegen ihm und bei a Bris stellt man vor ihm einen ledigen Stuhl. Wer denn ist Eliyahu Hanovi? Eliyahu ist einer von den Neviim von Tanach, aber ist auch geworden der beliebteste Figur von den jüdischen Volksmeises. In die Meises ist ein Lebendiger zwischen uns. Wohnt nicht nur im Himmel, geht euch herum in unserer Welt. Schon in der talmudischen Tradition ist Eliyahu Hanovi gewesen ein behaltener Tzadik. Was hilft gute Jiden, wenn sie sehnen auf Zures, was raten wird Jiden in Neut. Auf der jüdischen Sprache ist gewesen eine große Tradition von die Legendes. In jedem Städtel und Dorf hat man erzählt von Eliyahu Hanovi und sein Kommen dahin. In der Sachmeises hört man von Proste Jiden, was treffen sich mit einem alten Mann, ein Mann mit einer langen, großen Bord. Der alte Mann will essen oder ein bisschen helfen. Als man gibt ihm Essen oder hilft ihm, geschieht etwas anderes. Man gewinnt Gold oder wird gesund. Der behaltene Eliyahu Hanovi hilft die guten Jiden, was geben mit der breiter Hand. Wenn man lässt offen die Tier Pesach, tracht man wegen Eliyahu und wie wandert sich herum. Es kann sein, als ist jener arme Mann, was man sieht in Gas. Wer weiß? Und der Episode ist aus. Bis wir treffen sich wieder, seid mir alle gesund und stark.